möchte das eigentlich auch, oder ich versuche das immer eigentlich auch zu machen auf meinen Alben, dass ich irgendwie wie so, vor allem mit lokalen KünstlerInnen, oder mindestens jemandem etwas mache, weil ich mega finde und glaube, hey, wir haben so eine grosse musikalische Bandbreite, Vielfalt und vor allem auch Qualität, wo leider nicht immer eine Plattform hat, weil es einfach der Schweizer Markt klein ist, es ist schwierig, es ist kompetitiv auch und ich finde es irgendwie dann noch cool, dass ich wie mit meinem Reach, den ich halt habe, dass dann wie so eine Plattform kann sein für jemanden, zum gehört werden von vielen Leuten, die sonst nicht drauf stossen würden. Das finde ich schön. Mich hat es reingezogen, also richtig gehend, so mit 15, 16, als ich den Sound angefangen zu hören, eben angefangen mit so J Dilla, Flying Lotus, Madlib, all diese Sachen, ich bin einmal so im Bett gelegen und habe stundenlang die Musik einfach gehört und es hat mich wirklich wie so Welten reingezogen und darum, eben für mich hat es wie gar keinen anderen Weg je gegeben. Ich finde ja eigentlich schon Musik recorden, ist ja eigentlich schon etwas absurd an und für sich, weil es ist wie so, Musik ist ja eigentlich ursprünglich, würde ich sagen, eben, es ist so kommunal verwendet worden, es sind Songs gewesen, wo man in der Gemeinschaft, wo man gelebt hat, wo man gesungen hat, vielleicht weiterentwickelt hat irgendwie und wieso durch das am Leben gehalten worden sind und vielleicht sich auch immer wieder geändert hat und heute so das Festmachen, man recordet etwas und gibt es raus, es ist etwas auch wahnsinnig Abstraktes irgendwie und mega modern, ne? Man darf es nicht vergessen, es ist wie in der Menschheitsgeschichte ist das so ein kleiner Teil, wo wir drin sind, wo jetzt die Art und Weise von Musik produzieren und konsumieren, das kann in 100 Jahren ganz anders aussehen, vielleicht ist dann alles verschwunden, who knows. Ich bin Adrian Hönicke und Helvetica ist mein ganz persönlicher Blick auf die Schweizer Musikszene. Ein Podcast mit Künstlerinnen, ihrer Haltung, ihrem Sound, der mich bewegt. Endlich ist er da bei mir, der Melodie-Symphonie. Er ist, glaube ich, der Artist, der schon am meisten darüber geredet worden ist in diesem Podcast. Zum Beispiel der Hochi Florin war schon mal bei mir Gast gewesen. Mit ihm zusammen hat er letztes Jahr ein Album rausgebracht, wo jetzt gerade bei den GDS Awards das beste Album gewonnen hat von der Jury Award. Dann war Nelia Masengo zum Beispiel auch da im Podcast gewesen, wo mit ihm zusammen gearbeitet hat. Der Andrin von Dendala hat auch schon mit ihm zusammen gearbeitet. Und eben die Melodie-Symphonie macht schon seit mehr als 10 Jahren, fast schon seit 15 Jahren Musik. Ich habe gerade heute mal schnell nachgeschaut, schon 10 Alben rausgebracht und hat auch schon andere, also bei Collabs-Alben mitgemacht, zum Beispiel mit Mass Fidelity und so weiter und so fort. Er hat auch recht viel mit anderen Artists zusammen Alben rausgegeben. Wie ich jetzt gerade gesagt habe, mit dem Hochi Florin das letzte, dann hat er mit der Fiona Fiasco auch mal noch ein Album rausgegeben, mit dem Dort oder so etwas hat er auch noch mal ein Album rausgegeben. So 2014, als ich ihn kennengelernt habe, hat er gerade das Label gegründet mit dem Malou und Boom zusammen, Bouillum Connective hat das geheissen, also sehr umtriebig, der Melodie-Symphonie. Und da ist er jetzt endlich bei mir im Podcast. Hoi Kevin. Hoi Adrian, freut mich zum da sein. Stimmt etwa so, was ich erzählt habe? Oder? Also 10 Alben hast du schon. Mehr im Fall, es sind glaube ich 13, 14. Praktisch jedes Jahr ein Album, das du rausbringst, oder? Etwa, ich glaube, das erste Album war mit dem Jazzo zusammen. Die Sachen sind eben leider verschwunden, weil das Label die Sachen gelöscht hat, wo so ein bisschen shady Sachen gemacht hat. Kein Shoutout an das Label. Das ist im Fall, glaube ich, unser erstes Album 2010 rausgekommen. Das ist also das Debütalbum, oder sogar 2009. Damals Jazz- und Melodie-Symphonie sind wir ein Duo gewesen. Und dann, ja, ich glaube, es sind wirklich 13, 14 Alben. Ich habe letztens gedacht, so, hör mal auf. Oder eben nicht. Mach weiter. Ja, und wie holst du immer die Inspiration und wie soll ich sagen, die Energie, um immer wieder neue Sachen zu releasen? Vor allem, es ist ja auch nicht immer der gleiche Stil. Du hast dich ja jetzt immer so recht weiterentwickelt und oder versuchst immer wieder in neue Gefilde ein bisschen aus. Das ist schön, dass man das merkt. Ich habe mich nicht anders. Ich habe mich ich glaube, die letzten Jahre immer wieder gefragt, so, hey, also so der Schaffensdrang, den ich habe, oder eben so der kreative Output, der einfach so
unerschöpflich scheint. Ich glaube, es ist auf sehr viele verschiedene Sachen zurückzuführen. Ich fände es schwierig, das wie so auf eine Quelle zu legen. Aber ich glaube, bei mir ist es vor allem so Stabilität, zufrieden sein, geerdet sein und das hat ja ganz viel Einfluss. Und das hat einen wesentlichen Grund. Und eben, ich merke wie so, ich glaube, früher hätte ich wie so gesagt, ja, ich mache Musik, will das und das und das. Und heute bin ich mehr so, ich muss Musik machen. Also ich spüre das. Es ist wie vielleicht auch ein bisschen mein ADHS, aber es ist wie so, es kützelt mich so und genau, bin zum Beispiel heute im Studio gewesen, und dann habe ich einfach immer wieder die Momente, wo ich so bin, ja, ich muss das machen. Und in der Regel habe ich eine recht gesunde Studioroutine, wo so fast so ein bisschen 9 to 5 ist. Heisst, ich gehe jeden Tag und darum entsteht auch enorm viel, weil wenn immer ich dort bin, bin ich entweder am Instrument üben oder eben ich lasse mich wie so spontan von einem Kreativitätsimpuls irgendwo anführen und ich würde sagen, darum ist auch so viel entstanden und entsteht auch nach wie vor. Ich hocke auf so viele Demos, die ich jetzt die letzten 2 Jahre gemacht habe. Also so ein bisschen Prince-mäßig. Boah, nie könnte ich mich auf die Stufe stellen, aber vielleicht vom kreativen Output voll oder Ideen, die sind definitiv und dann neben meinem Hauptpseudonym habe ich ja noch wie so Nebenfiguren gegründet, wo ich so Clubmusik mache oder elektronische Sachen und dort habe ich ich gehe einmal durch meine Ordner durch und denke so, das ist eine halbe Psychose, wie viel dort ist und angefangen und ich habe ein riesen Chaos auch, also mehr so viel angefangene Puzzlestücke. Und hast eben Übersicht hast du dort nicht mehr gross drüber, oder holst du manchmal auch alte Sachen wieder führen? So? Ja, eben, das ist eben das Problem. Okay. Ich habe das war letztes Jahr gewesen, vor ein paar Monaten, habe ich wirklich gefunden, ich tue jetzt mal vom letzten 1,5 Jahr einfach die Songs exportieren und wie eine Liste machen und so ein bisschen einordnen, kategorisieren und ich bin dann irgendwie auf 130 Demos gekommen, die eben in 1,5 Jahren entstanden sind und selbst dort, eben, ich komme immer wieder auf Songs und bin so, das habe ich gemacht. Und irgendwie ist das schön, weil ich bin immer wieder auch so überrascht oder wenn ich keine Inspiration habe, dann tue ich wie so ein bisschen durchbrowsen durch meine Sachen, lese einen Namen und bin so, ja, das ist noch lustig, klicke es an. Und dann meistens wieder, tue ich es wieder erkennen, aber ich habe wie die Stimmung, wo ich es gemacht habe, die fühlt sich dann vielleicht anders an und inspiriert mich dann zu etwas Neuem und ja, es ist irgendwie, aber eben, es kann auch, momentan muss ich ehrlich sagen, fühle ich mich eher verloren in dem Sumpf, weil es eben so viel ist und ich eigentlich an einem neuen Album dran bin, jetzt schon länger. Aber auch einerseits schön, dass ich mir mehr Zeit nehme als auch schon und nicht so den Druck verspüre, wieso ich muss jetzt etwas liefern. Eben, und andererseits bin ich wie verloren, weil ich habe so viele Ideen und ich bringe es wie noch nicht zusammen, aber es kommt. Und helfen dir meist so die Collabs, die du machst, dass du jetzt eben mit dem Florin zusammen schaffst und dass du wie so ein bisschen Hilfe ist, dass dann schneller etwas rauskommt oder dass das Ganze ein bisschen kanalisiert wird? Mega. Ich glaube, sobald es so zielorientiert ist und wie so projektbezogen, dann hilft es mir mega. Also das Album mit dem Florin ist ja eigentlich auch so gewesen, er hat sich bei mir gemulden und gefunden, Bro, ich habe meinen Job verloren, komm, wir machen doch etwas. Und wir haben wie nicht gewusst, ob das jetzt das Album oder was auch immer wird, aber wir haben uns halt wie getroffen und wo wir angefangen haben, haben wir wie mega schnell gemerkt, ja, wir sind im Flow und da entsteht etwas und das ist dann auch, das hat dann zwar auch seine Zeit schlussendlich gebraucht, wir haben am Anfang eben so 2 Blockwochen gehabt, jeden Tag im Studio und dann so ein bisschen 1-2 Mal in der Woche uns getroffen, aber das hat mir mega geholfen, um auch so ein bisschen abschalten von meinem Main-Quest, von meinem Album. Eben, es war zuerst wie ein Side-Quest gewesen, das mit dem Florin, aber dann doch zum Main-Quest wurde, sozusagen. Und das finde ich auch immer mega inspirierend. Also ich lerne ja dann auch immer sehr viel so bei diesen Prozessen mit anderen Leuten, weil genau, sie andere Inputs haben, andere Perspektiven haben. Und darum liebe ich auch Collabs. Ich finde es etwas mega lässiges, aber es muss flowen. So. Ja, ich habe eben, als ihr zusammen angefangen etwas machen habt, ich glaube beim ersten Track, wo nicht auf dem Album ist, auf meinem letzten Album. Im letzten Album steht drauf, so, ich fand, was schaffen die zusammen? Das passt doch gar nicht so. Weil so der Sound, den der Florin vorher gemacht hat, irgendwie nicht ganz gematcht mit dem, aber jetzt eben, wo das Album rausgekommen ist, habe ich sagen, das passt extrem gut. Wie bist denn du auf die Idee gekommen, als er sich bei dir gemeldet hat? Hast du gefunden, hey, das passt super so? Weil das ist ja nicht so obvious jetzt. Ja, ich finde im Fall eben schon, also
ich hab seine Musik ja entdeckt, so 2000, glaube so 18, 19, wo er das Treffpunkt-Album rausgegeben hat, bin ich über Instagram habe ich das entdeckt oder er hat mir sogar mal geschrieben gehabt. Ähm, Das hat mich so geflasht. Ich bin so gewesen, wow, ich wollte eigentlich auch so Sound machen und zu dem Zeitpunkt bin ich so auch ein bisschen in dieser Ablösung gewesen von dem Beatmaking. Ich habe das eine Album A Journey to You rausgegeben, wo so ein bisschen New Jazz, recht sehr viel musikalische Einflüsse gehabt und auch so ein bisschen eine Wegbewegung war. Das ist dann gerade gewesen. Und dort habe ich gerade angefangen Gitarre zu spielen und habe wie so gemerkt, ich habe schon immer Gitarre spielen, aber einfach aus irgendwelchen Gründen mich wie nie angetraut. Und dort, so 2020, ist dann wie so gewesen, hey, ich habe mega Lust. Und das hat mir eine mega neue Welt geöffnet. Und dann habe ich ja so ein Nachfolgealbum ist dann wie so eigentlich ein Gitarrenalbum gewesen, wo etwas recht anderes war. Und in dieser Zeit habe ich auch Florin seine Musik gehört und eben Treffpunkt ist auch sehr Gitarre-Indie-lastig und bin so ein bisschen, ich habe das so gehört und dachte so, wow, I wish, ich könnte auch so in die Richtung etwas machen. Und dann haben wir uns sogar einmal getroffen gehabt, aber hey, wir haben einfach irgendwie so ein bisschen gejammt und es ist dann nicht wirklich etwas entstanden und dann eigentlich ist das ins Rollen gekommen durch das, dass ich ihn wie gefragt habe für mein Album im 2023 und dass er bei mir in der Band angefangen hat zu spielen. Und wir hören einen mega ähnlichen Sound auch. Darum, es ist wie, als er mich gefragt hat, ist es für mich eigentlich völlig klar gewesen, weil für mich ist immer klar gewesen, wenn ich mit jemandem, mit einem Mundart-Künstler oder Künstlerin zusammenarbeite, dann ist es definitiv der OG Florin, der erste, mit dem ich gerne arbeiten würde. Und darum irgendwie mega schön, dass das entstanden ist und eben auch sehr unerwartet, was entstanden ist. Wir haben ja nicht gewusst, was entsteht. Wir haben gewusst, wir haben unsere Berührungspunkte, kommen von ähnlichen und doch auch irgendwie so ein bisschen verschiedenen Hintergründen. Und ich glaube, darum passt das Album auch wie so, es ist mega stimmig. So, ich finde jetzt auch im Nachhinein, so, ich finde, es ist wirklich ein stimmiges Gesamtuniversum, das wir erschaffen haben. So. Ja, das kann man definitiv sagen, ja. Und du hast schon mal in einem Interview auch noch gesagt, dass du vielleicht auch noch ein bisschen überlegt hast, selber Mundart etwas zu machen. Also, und habe ich sogar. Also ich glaube, die wenigsten, also es ist sehr bescheiden, aber ich habe eigentlich, glaube auf den letzten Alben immer wieder schweizerdeutsche Sätze, Wörter drin. Aber ich glaube, ich habe mich wie noch nicht so voll exponiert, so wirklich so hey, ich singe jetzt im Fall. Aber ich mache das eigentlich immer wieder. Aber es ist sehr oft durchdrungen von Hall-Effekt, Echo-Effekt, dass es mehr so ein bisschen, man könnte es erahnen, wenn man ganz genau anlässt. Aber ich hätte eigentlich Lust, ich finde Schweizerdeutsch, je länger, denn mehr, so eine schöne Sprache zum so als Gesang zu hören. Und ich hatte das früher eine sehr starke Aversion gehabt und jetzt bin ich so, wow, es ist eine Singsprache, definitiv. aber du hast ja auch eben international recht das Renommee so, und dann wäre es ja fast, ich würde jetzt auf den ersten Blick sagen, fast ein bisschen hinderlich, Schweizerdeutsch zu positionieren, oder? Ich glaube aber nicht. Also ich hoffe es nicht, weil ich wie denke, ich bin zum Beispiel am Montag im Muz an einem Konzert von einer Band Soyuz, wo von Belarus ist, dementsprechend auf ihre Heimatsprache Musik machen. Und es ist so ein Mix zwischen lustigerweise Bossa Nova, 70er, Jazz, Fusion. Und die Leute feiern es, wir verstehen ja kein Wort, so, gar keine Ahnung. Und irgendwie, ich glaube auch die letzten Jahre ist das mega aufgebrochen. Ich meine, mit all diesen so zum Beispiel Japanese Psychedelic Rock Bands oder ich habe wie so das Gefühl, die Zeit ist wie so da, dass auch Schweizerdeutsch könnte so international funktionieren. So, oder eben irgendwo in Polen, in wo auch immer. Ich glaube, dass das die Leute feiern würden. So. Weil es vielleicht sogar etwas dann auch, etwas in Anführungs- und Schlusszeichen, etwas Exotisches hat, etwas so, was ist das für eine Sprache? Und es dann vielleicht gar nicht so darauf ankommt, ob man es versteht, sondern mehr so der Vibe, der mitschwingt. Und darum, ich finde sogar, eben, bei mir weiss ich jetzt nicht, ich glaube, ich werde jetzt nie ein Mundart-Album machen, aber auf meinem nächsten Album vielleicht einen Track, wo ich auf Schweizerdeutsch singe oder das einfach immer so ein bisschen einfliessen lassen, das würde ich definitiv machen. Also Gesang vielleicht eben, kann man auch vorstellen, aber jetzt Rappen ist vielleicht ein bisschen schwieriger, weil es noch ein bisschen viel Message drin hat. Finde ich auch, das würde ich jetzt sagen, ich glaube so Schweizerdeutscher Rap habe ich das Gefühl eher schwieriger international. Also außer eben so einem Pronto, wo aber eben dort kommt ja nicht so gross drauf an, was er sagt, sondern mehr wie, oder?
Ja, man tut sich noch fast zum Beispiel selber limitieren, oder? Dass man in der Schweiz so findet, hey, ja, nein, das schaffen wir eh nicht und so. Man hat auch wenig Beispiele von Leuten, die es geschafft Mega. haben. So. Ja, und ich glaube auch viele, also das ist meine Beobachtung, ich habe das Gefühl, Leute, die zum Beispiel Musik studieren, ist ja eigentlich auch wenn du jetzt all die Pop-Bands gehst hören, die Abschluss haben oder auch Jazz, immer Englisch. Noch nie, also sehr selten jemand, der auf Mundart singt. Eine Freundin von mir, sehr gute, Melina Nora heisst sie hat auf Walliser Deutsch und zieht das jetzt auch durch und hat irgendwie in dieser Szene, wo es ist, mega Erfolg und ich finde es mega schön. Ich bin so, ja, bitte machen wir das und bitte machen das mehr auch Leute, die Musik studieren. So, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie du das hast, aber ich finde sehr oft, wenn so Schweizer Bands dann auf Englisch singen und man hört so den Schweizer Akzent, mich turnt das mega ab. Also keine Offense gegen irgendjemanden, aber ich bin dann so, Ja, eben dann sing doch auf Schweizerdeutsch, aber eben, who am I? So, ja. Ja, und einfach vielleicht das Ganze einfach ein bisschen selbstbewusster machen, statt wollen so ein bisschen eine Kopie sein von etwas aus dem Ausland. Das sowieso, ja, das finde ich zum Beispiel, wenn man so also ich bin jetzt auch nicht mega bewandert, aber so von meinem Dad habe ich noch so Rumpelstilzblatt aus den 70er, so Polo Hofer, seine erste Band, eben so 70er, einen crazy Sound gemacht, und ich glaube, also so mega so Fusion, Jazz, auf einem Stück hat sogar so Sitar und die sind einfach so angestanden, haben das gemacht und auf Schweizerdeutsch gesungen. Und ich weiß jetzt nicht, wie international Erfolg sie kann, aber es ist wie so irgendwie doch etwas Eigenes, so eben aufgrund von der Sprache. Und das finde ich, machen wir das mehr. Also, und ich habe aber auch das Gefühl, vielleicht siehst du das auch, ich höre und sehe immer mehr Junge, vor allem Junge, so die neue Generation, die so das reclaimt und so, ja, ich will auf meine Muttersprache, möchte ich Musik machen und das ist cool. Bist du fest so ein bisschen die Schweizer Musikszene am Abchecken? Ich meine, zum Beispiel mit der Nelia Masengo, wie ist das entstanden, die Zusammenarbeit? Hey, also ich habe jetzt 2 EPs mit ihr zusammen produziert und die erste, da hat sie wie so einen Preis gewonnen vom Musikbüro Basel und hat dann so ein bisschen umgefragt und hat dann wie so von irgendjemandem den Tipp bekommen, Melodiesymphonie könntest du mal, dann hat sie mir geschrieben und es war eigentlich auch meine erste so Produktion gewesen, weil genau, entweder habe ich so Kollaborationsalben gemacht, aber das war ja wirklich so gewesen, hey, ich habe Songs und ich suche jemanden, der das mit mir produziert oder ausschafft und irgendwie, ich habe auch mega Respekt gehabt vor dem und das hat mir aber auch eine ganz neue Welt und Herangehensweise eröffnet, eben so in dieser Mittelposition sein von, ich probiere ihre Vision mit zu verwirklichen und dann aber trotzdem meinen Flavor auch so reingeben und dann hat es mich natürlich mehr gefreut, wo sie mich wie nochmal gefragt hat, für eine zweite EP das zu produzieren. Und es passiert bei mir noch oft, dass eben Leute irgendwie über mich drüber stolpern und mich dann eigentlich recht direkt über Social Media gerade anschreiben. So. Und du selber, dass du ein bisschen Leute abcheckst? Oder? Mach ich auch, ja, definitiv. Hey, also ich glaube auf all meinen Alben, ja, ich durchgehend hat es immer Schweizer KünstlerInnen drauf gehabt. So. Und ich glaube, so einer von denen, der am meisten drauf war, ist der Junes, wo auf A Journey to You drauf gesungen hat und nachher auf Fragments und nachher auch nochmal auf We Gonna Be Okay. Und ihn finde ich einer von der krassesten Sänger in der Schweiz. So. Und er singt auf Englisch, also ich kenne fast niemanden, der so eine schöne Stimme hat. Und ist mir mega low-key, ich check nicht warum. Und lustigerweise ist sein Vater ist der Götti von meinem Bruder und wir sind eigentlich zusammen aufgewachsen. Ich habe ihn dann einfach so vor 5 Jahren auf Instagram habe ich so ein Video gesehen von ihm, ein Reel und bin so gewesen, wait a second, ich kann mir ja gut Gesichter merken und dann habe ich gecheckt, das ist einfach her. Okay. Crazy. Und ich möchte das eigentlich auch, oder ich versuche das immer eigentlich auch zu machen auf meinen Alben, dass ich irgendwie so vor allem mit lokalen KünstlerInnen oder mindestens jemandem etwas mache. Weil ich mega finde und glaube, hey, wir haben so eine grosse musikalische Bandbreite, Vielfalt und vor allem auch Qualität, wo leider nicht immer eine Plattform hat, weil es einfach der Schweizer Markt klein ist, es ist schwierig, es ist kompetitiv auch und ich finde es irgendwie dann noch cool, dass ich wie mit meinem Reach, den ich halt habe, dass dann wie so eine Plattform kann sein für jemanden, zum gehört werden von vielen Leuten, die sonst nicht drauf stoßen würden. Das finde ich schön.
aber wo niemand an dich gedacht hat. Es ist viel zu heiß, ich kann nicht schlafen. Zu deiner Musik träume ich heute. Kühl mein Herz, stürmen meine Sorgen weg. Wie hast denn du das eigentlich standgebracht? Es ist ja so ein bisschen, eben, einerseits konzentrierst du dich auf die Schweiz und eben supportest du auch die Schweizer Musikszene, und andererseits hast du jetzt auch geschafft, international ein bisschen einen Namen zu haben. Wie hast du denn das damals gemacht? Dort hast du dann eher müssen oder hast eher mit internationalen Leuten ein bisschen zusammen geschafft? Oder wie ist das überhaupt zustande gekommen? Hey, ich glaube, das liegt schon daran, ich bin ja, oder wo ich angefangen habe, Musik machen, da bin ich mega fest in so einer instrumentalen Beat-Szene gelandet, eben damals mit dem Voiko Hutter zusammen, wo damals Jazzo geheissen hat. Und die Zirkel, die sind so konzentriert gewesen. LA ist so das grosse Mekka gewesen, mit so Flying Lotus, DiBiase Brain Feeder Label, Low End Theory. Dann so Japan hat es eine Szene gegeben, in England irgendwie auch. Also in allen so ein bisschen grösseren Städten hast du so Mikroszenen gehabt, wo den Sound gemacht haben, und darum, wo wir das angefangen haben machen, so instrumentale Hip-Hop, das hat sich vor allem so auf der Soundcloud, in der Soundcloud-Ära hat sich das abgespielt. Und unsere ersten EPs und Alben, die auch rausgekommen sind, ist zwar auf einem Schweizer Label gewesen, aber die sind halt, eben die Musik ist international gewesen. In der Schweiz hat fast niemand zur Musik gehört. Das war mega nischig. Wenn man mal jemanden kennengelernt hat, war es so gewesen, was, krass. Und darum, glaube ich, ist das halt von Anfang an einfach schon immer international ausgerichtet gewesen, so, weil es in der Schweiz keine Szene gibt. Und das ist dann auch, wie du am Anfang gesagt hast, irgendwann der Katalysator gewesen, dass der Malunda Boom und ich dann irgendwann wie gefunden haben, komm, wir gründen doch ein Label in der Schweiz für eben genau die Beat-Musik und machen wie eine Plattform, weil das hat es da so nicht gegeben oder wir nicht kennt. Ja, da wäre dann noch Okushu, die sind ja schon da im Podcast gewesen, die haben ja dort dann auch schon mit euch zu tun gehabt. Die sind, also eigentlich, genau, ich würde sagen, die haben angefangen eigentlich eben auch über Boyum mit uns ihre ersten Sachen rausgegeben, ihre ersten Live-Auftritte gemacht in dem Beatmaking-Kontext. Voll, es ist mega schön, mega viel Schönes entstanden und irgendwie alle, und wir sind jetzt alle von dem, also damals bei dem Label sind haben das alle so ein bisschen verzettelt, machen irgendwie eigene Sachen, aber die meisten machen weiter Musik und das ist mega schön und haben wieso sich selber irgendwie weiter dürfen neu entdecken und wiederentdecken, und das ist eigentlich wie so bis heute ist das geblieben, dass die grösste Hörerinnenschaft bei mir international ist und schon immer war. Und ich habe dann auch, als ich angefangen habe, meine Solo-Sachen rauszugeben, auf Labels wie zum Beispiel Soul Action released, das ist in L.A., viel auf deutschen Labels released, wo halt auch vor allem international verknüpft sind. Darum bin ich mega lang auch gar nicht so fest in der Schweiz auf dem Schirm gewesen. Und ich finde auch immer noch jetzt, ich habe nicht das Gefühl, dass ich mega auf dem Schirm bin. Eben vielleicht so in dem GDS-Kosmos, da kennt man mich so ein bisschen, aber sonst jetzt, ich glaube, ich habe nicht eine riesige Hörerinnenschaft in der Schweiz. Aber jetzt vielleicht mit dem Florin, das hat es vielleicht ein bisschen geöffnet. So. Aber ich finde es interessant, du sagst, dass es am Anfang wirklich so eine kleine Nische war. So. Und meiner Meinung nach, dass das halt vielleicht schon am besten funktioniert, um jetzt wirklich erfolgreich zu werden, indem man halt wirklich einfach so eine Nische bedient und nicht versucht, irgendwie den Mainstream zu bedienen. Das ist extrem schwer und das ist auch nicht so authentisch, oder? Eben genau, also für mich hat es wie gar nicht anders gegeben. Ich bin einfach fasziniert von dieser Musik. Mich hat es reingezogen, also richtig gehend. So mit 15, 16, als ich den Sound angefangen zu hören, eben angefangen mit so J Dilla, Flying Lotus, Madlib, all diese Sachen, ich bin einmal so im Bett gelegen und habe stundenlang die Musik einfach gehört und es hat mich wirklich wie so Welten reingezogen. Und darum, eben für mich hat es wie gar keinen anderen Weg je gegeben. Und ich glaube irgendwie auch mega schön, finde ich, dass ich dort wie so eine Reise gestartet habe und mich auch wie so weiterentwickelt habe und eben, dass in dem Fall auch von außen so wahrnehmbar ist, macht mir mega viel Freude, weil ich habe mich als Mensch mega weiterentwickelt, persönlich und musikalisch, stilistisch sowieso. Mein Horizont hat sich erweitert, ich habe angefangen, mehr als nur Hip-Hop und Beatmusik zu hören irgendwann, und das hört man, glaube ich, auch in meiner Musik, dass ich immer wieder so neue Inspirationen habe. Und ich kenne noch
Beatmakers auch von damals, die heute immer noch den Sound machen und ich könnte das nicht. Ich höre das und bin so, krass, die machen jetzt halt seit 12 Jahren einfach so den Bum, zack, mit irgendeinem Sample und also gut für them, aber bei mir ist vielleicht bin ich doch mehr einfach Artist als Beatmaker, weil ich wie so mehr ausdrücken oder mehr auf die Suche gehen, was denn da noch ist und explorieren möchte, so. Du hast ja dann angefangen, Instrumente zu lernen, oder? Du hast ja dann mal schnell Genau. angefangen, Schlagzeugstunden nehmen und so. Und Das habe ich zuerst. Gitarre, ja. Genau, also Schlagzeug ist mein erstes, Flöte ist mein erstes gewesen, nicht erwähnenswert, 2 Jahre, klassisch, Schweiz. Und Schlagzeug ist mit 12 so mein Entscheid gewesen, so, ich will Schlagzeug spielen. Und das habe ich dann etwa, ich glaube, 3-4 Jahre Unterricht gehabt, noch eine Lehre angefangen, nachher nicht mehr können in Unterricht und dann, aber das hat mich immer weiter begleitet und in dieser Zeit auch so ein bisschen angefangen rumzuklimperle, Klavier auschecken und neben dann so irgendwann Gitarre, Bass, Perkussionsinstrument oder Blasinstrument, das hat sich jetzt eigentlich alles so die letzten Jahre ausgeweitet. Man hat ja, glaube ich, wie so als Produzent in so einen Skillbaum und im besten Fall pflegt man den und der tut dann wiederum das befruchten, was man macht. Und das habe ich das Gefühl, das hat bei mir darum all die Welten aufgemacht. Ja. Und wieso das Interesse dann an anderen Instrumenten? Eben, es gibt ja viele, die dann bei etwas bleiben und finden, ich bin jetzt auf der Schlagzeuger, wieso soll ich jetzt Gitarre spielen? Ja, mich hat es einfach geflasht. So, besonders bei Gitarre, so, einfach so, am Anfang war es vor allem einfach so gewesen, so Jazzgitarre, so Jazz gehört. Wenn ich das gehört habe, habe halt auch viel so Gitarre-Jazz gehört, so Wes Montgomery oder Billy Bauer. Das hat etwas mehr Krasses mit mir gemacht und nebst dem Schlagzeug habe ich wie einfach, ich habe wie gewusst, ich muss das wie so spielen und spüren. Es ist einfach anders und klar, ich hätte auch einen Gitarrist so einladen, dass sie mir einspielen, aber irgendwie das selber zu spielen ist so ein krasses Gefühl. Eben, Musik löst einfach in mir so viel aus. Und darum der Drang, glaube ich, auch, das selber zu spielen will. Und ich habe dann auch nicht, also wenn du so viele Instrumente spielst, dann kannst du ja, also ich weiss halt wie nicht, ob dann eins wirklich Meister ist oder ob einfach überall so ein bisschen an der Oberfläche kratzt ist, aber da ja alles auch so ein bisschen miteinander verbunden ist, oder, das ist ein Gong von meinem Handy, wo einmal in der Stunde schlägt, dass man schnaufen sollte. Schnaufen wir mal tief durch, gut. Oder beim Schlagzeug, also rhythmische nehme ich dann ja wie mit, wo ich Gitarre, habe ich eigentlich nur noch müssen so die Griff lernen und ein bisschen Harmonie lernen, aber die Rhythmik ist da gewesen und so ist ja fließt alles so ein bisschen ineinander rein und wenn ein Instrument kannst, habe ich das Gefühl, eben, ist der Horizont schneller mal da, um auch ein anderes lernen. Und Klavier kannst du auch ein bisschen? Ja, voll. Ja. Welches ist denn ist Klavierspielen einfacher als Gitarre spielen? Am Anfang ist wirklich so Schlagzeug, dann Klavier und dann natürlich irgendwann ich dann mal Gitarre anfangen und jetzt mittlerweile ist so Drums, Gitarre, dann Bass und Klavier bin ich jetzt wieder am Stunden, bin ich wieder so ein bisschen, habe ich gemerkt, die letzten Jahre habe ich halt das eben ein bisschen vernachlässigt, weil ich mega fest so ins Gitarre-Universum reingegangen bin, merke ich jetzt so, ich bin ein bisschen stuck und alles, was ich damals können habe, ist ein bisschen verbessert, nicht mehr so rum. Und das habe ich immer mal wieder gemacht, dass ich habe schon Bass-Lessons genommen oder Gitarre-Lessons oder Drums und das mache ich auch immer wieder. Oder mich mit Schweizer MusikerInnen treffen für eben so einen Austausch. So, ich habe zum Beispiel den Paul Amereller, so ein Drummer, der bei District 5 spielt und noch andere Projekte, wo ich einer der krassesten Drummers finde, irgendwie. Drummer haben wir extrem viel gute in der Schweiz. So viel gute, mein Gott. Und mit ihm habe ich mich schon 2-3 Mal getroffen, einfach so hängen, austauschen und das sollten wir viel mehr machen. Das ist immer sehr beflügelnd. Und ist dann Musik für dich ein bisschen Therapie? Definitiv. Also, ja, mega. Ich glaube, ja, Musik ist vielleicht wirklich etwas von diesen wenigen Sachen, wo ich nicht denke. So. Und ich habe auch sehr selten Ideen oder also, dass ich irgendwie mit einem Plan ins Studio gehe. Ich bin wirklich sehr oft einfach dort und es fühlt sich wie so ein luftleerer Raum an und dann lade ich mich wie so treiben von dem, was passiert. Und heute bin ich im Studio und habe 2 neue Songs angefangen und ich bin mal auch so, woher kommt das und wieso? Und ich bin dann einfach so in dieser Zone drin.
So, und dann nach ein paar Stunden später komme ich so wie raus und bin so, krass, jetzt einfach... Und woher kommt denn die Inspiration? Irgendwo muss das ja herkommen, oder? Ja, das ist eine sehr philosophische Frage. Ich Ja. glaube, da gibt es TED-Talks und alles drüber. Also ich meine, sicher auch andere Musik, oder, würde ich jetzt Mega mal fest. sagen. Mega fest. Also Musik sicher. Konzert habe ich gemerkt. Ich war am Montag eben an diesem Konzert von der Band Soyuz und bin dann am nächsten Tag im Studio und einfach das Konzert gewesen, es hat mich mega, es hat mir dann wie so unter den Fingernägeln brennt. Ich so, boah, ja, Moni Studio, so cool. Das merke ich, das ist immer recht eine grosse Inspiration und eben ausgeglichen sein, balanciert sein. Ich mache viel Musik und bin viel im Studio, aber ich nehme mir auch viel Zeit für andere Sachen. Ich mache zum Beispiel sehr viel Sport und Sauna. Und das habe ich irgendwie gemerkt, das ist wie so, ich brauche wie so die Spaces, wo nicht so viel mit Musik zu tun hat und wo ich wie so Abstand auch habe, damit ich eben nachher wieder wie auftankt und vielleicht mit neuen Ideen in die Musik kann gehen. Und Literatur, Videos, Dokumentationen, Gespräche, Begegnungen, Spazieren, Natur. Eben, es sind so vielschichtige Einflüsse, und das wird dann zu dem, was wir irgendwie Inspiration nehmen. Und auch dann, es ist wie so, es ist ein Geheimnis und es bleibt eins. Und ich liebe das, wie so vieles auf dieser Welt. Es bleibt wie so, man kann es ja nicht, es gibt keinen Ort im Hirn, wo du kannst sagen, dort ist Inspiration. Das ist ominös, aber es ist real und es ist da und man kann etwas manifestieren, wo vorher nicht da war. Es ist irgendwie... Also der El Hag, der auch schon da im Podcast war, nochmal einer, der mit dir schon zusammengearbeitet hat, ja, mit dir schon live auftreten ist und so. Er hat gemeint, bei ihm sei es wirklich nur Musik. Musik führt zu Musik, alles andere hätte keinen Einfluss auf seine Musik. Was ich jetzt eigentlich eine steile These finde, oder ihm sogar wieder unterstellt, dass das nicht ganz stimmen kann. Aber ich verstehe schon, dass natürlich schon bei gewissen Leuten Musik extrem im Vordergrund steht und dann einen beeinflusst, Musik zu machen, oder? Ich glaube, ich habe das Gefühl, ich würde sogar am El Hag unterstellen, dass er einfach noch viel mehr der Musiknerd ist als ich. Und es gibt so die Leute, ich habe die auch kennengelernt, die MusikerInnen, wo von außen würde ich sagen, die leben für die Musik. Und das kann ich jetzt zum Beispiel mir nicht sagen, obwohl das vielleicht Leute von außen würden meinen, aber... Und du jeden Tag ins Studio gehst? Ja, also weißt du, ja, oder fast vielleicht ist es auch eine steile These, aber ich glaube, ich könnte sozusagen ohne Musik, ich habe zwar am Anfang gesagt, ich muss Musik machen und das weiss ich. Gleichzeitig gibt es auch so viele andere Sachen, die mich inspirieren und faszinieren. Ich kann auch gut von der Musik Abstand nehmen, ich kann auch gut keine Musik hören, ich habe das auch schon oft gemacht als Experiment, so mehrere Monate keine Musik hören, wirklich echt? So. Okay. Ja. Und auch zum Schauen, was passiert und ich kann das, so, es ist möglich. Aber ja, es ist logisch, es ist ein essentieller Teil von mir. Ich finde es aber noch spannende Sache mit dem keine Musik hören und was dann passiert, oder? Und vor allem mehrere Monate, oder? Also ich könnte mir nicht mal vorstellen, irgendwie 2 Tage nicht Musik hören. Ich kenne eben auch so Leute, wo das stimmt, Nelia, als ich sie letzte getroffen habe, hat sie eben gesagt, sie hat eben auch dort irgendwie gefunden, sie ist so 48 Stunden offline und hört dann auch keine Musik. Sie hat gesagt, jetzt nicht, fast nicht ausgehalten. Sie muss immer, und das habe ich eben gar nicht so. Also obwohl, ich glaube, ich habe viel, ja, ich kann recht gut mit der Ruhe. Und also das ist für mich, glaube ich, auch so der Key, ist definitiv Ruhe. So, ich muss in die Ruhe und dann gehe ich aber auch gerne wieder in den Lärm rein, also Lärm oder eben in die Musik, in die Harmonie, was auch immer. Und ich glaube, ich brauche wie so beides. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich von Mensch zu, nicht wahrscheinlich, es ist definitiv von Mensch zu Mensch verschieden. Ich brauche halt die Musik auch zwischen. Ich brauche nicht immer ständig Musik im Hintergrund und den Lärm, wie du jetzt so sagst, aber vielleicht einfach zwischendurch, wie halt einfach wie als Medizin, oder? Dass wenn es mir irgendwie nicht gut geht oder so, dann weiss ich einfach, Musik tut mir gut irgendwie, wenn ich dann komme ich ein gutes Gefühl über, dann darum höre ich dann Musik, oder? Ja, voll. Also das kann ich auch. Aber eben, ich glaube, es gibt bei mir dann wie auch noch, oder ich finde halt auch, in die Natur gehen und dort hören, was man hört, das ist für mich auch Musik. So, und für andere ist das vielleicht nicht, aber mir gibt das so viel. Heute bin ich auch in einem Park gewesen und so Vogelgezwitscher, das gibt mir so viel.
Und dann wahrscheinlich mehr, als ich jetzt ein Lied hören würde. Ich will dann wirklich den Vögeln zuhören. Ja. Ich bin heute auch noch schnell in einem Park gewesen, und dann haben wir so ein bisschen mehr Ruhe und dann hat so ein blöder Vogel die ganze Zeit so gekrächt, so dass ich wegsitzen irgendwie. Das hat mich dann so richtig genervt, der Vogel. Lustig. Ja, Lustig. es gibt Vögel und Vögel. Es gibt oder? Vögel und Vögel. Ja. Musik und Musik. Ja. Voll. Ja, bei Musik ist es auch so. Es gibt natürlich auch Musik, die mich so fest nervt, dass ich es, also, Nicht hören kann. ja, also dann lieber 2 Monate keine Musik Ja. als... Mega. Also was ich jetzt zum Beispiel bemerke bei mir, so im Hörverhalten, ich habe so meine Streaming-Subscriptions, die habe ich gecancelt und also ich habe schon immer, ich bin mit Platten aufgewachsen, höre viele Platten seit immer und jetzt wieder viel mehr. Und habe jetzt auch wieder Platten gekauft und ich merke so am Abend zum Beispiel höre ich eigentlich nur noch Ambient oder einfach Sachen, die in die Richtung gehen, so Avantgarde, sphärisch, New Age, so ein bisschen die Richtung. Und dann liege ich auch auf dem Teppich und lasse mich so einlullen, so von dem. Und früher, also ich weiss noch, vor nicht alt, eben vielleicht so 4, 5 Jahren, ich keinen Zugang zu Ambient gehabt, das ist mir so zu langweilig, jetzt kein Beat, das ist einfach, und jetzt, also jetzt hat das einen riesen Stellenwert bei mir bekommen, einfach so das Meditative und Ruhige, vielleicht hat es auch mit dem Alter zu tun, ich weiss es nicht, vielleicht. Gut, und das ist ja immer ein bisschen populärer geworden, oder? Stimmt. Ambient-Musik, also es ist so auch bei Ja. dance-orientierten Labels, dass die auch seit einer Zeit so ein bisschen Ambient veröffentlichen. Mega, voll, das stimmt. Ja, eben, ich glaube, bei mir ist es wirklich so, dass und vielleicht hat es auch damit zu, wenn ich den ganzen Tag im Studio bin und eben ich spiele Schlagzeug, es ist alles sehr groove-orientiert und am Abend dann genieße ich es wie so etwas Ruhiges, was mich wie so in so einen ruhigen Space hineinbringt oder eben nichts hören. Beides, ja. Und wie gehst du dann um mit deiner eigenen Musik? Also wenn du hörst die und wie hörst die musst du ja auch zwischendurch hören, um sie bewerten und überarbeiten und so. Wie machst du das? Vor allem im Studio. Also Mhm. ich tue eigentlich sehr selten eben Sachen dann exportieren und dann so unterwegs hören. Das mache ich eigentlich wirklich fast nicht. Okay. Und ich denke es mir immer so, als könntest du ja einfach machen, es wäre ja mega gut, aber ich bin so ein fauler Sieg und mache es dann wie nicht. Und dann höre ich eigentlich vor allem meine Musik im Studio. Aber eigentlich, glaube ich, könnte es mega helfen, die Musik in anderen Environments zu hören, aber ich mache das einfach so gut wie nie. Das ist irgendwie mega... Es ist gut. wie so, ich gehe dann aus dem Studio raus und dann ist es wie weg oder es läuft mir wie nach. Hat aber auch den Vorteil, dass ich wie immer wieder mit frischen Ohren an die Musik ran kann gehen und sie mir wie nicht auf die Nerven geht. Dass ich habe dann auch ein Stück, wo ich ja über Monate hinweg immer wieder wie so Mosaikteile etwas Neues aufnehme und dann gehe ich aber wieder und dann lasse ich es wieder ein bisschen liegen und dann nach ein paar Wochen komme ich wieder zurück und bin so, ah ja, da mache ich jetzt das. Das habe ich jetzt heute und gestern zum Beispiel gehabt, habe ich ja 4 Songs geschaffen, wo ich vor einem Jahr, vor 1,5 Jahren angefangen habe und plötzlich wie so Eingebungen hatte, was ich jetzt da machen könnte. Darum, ich habe das Gefühl, ich fahre so gut. Ja, anscheinend funktioniert Und es es. funktioniert, genau. Ja. Voll. Und andere Leute, die es vielleicht noch zeigst, so hast du denn das? Sehr Oder? selten. Ja. Ja, aber das habe ich mir aber vorgenommen, das möchte ich im Fall mehr machen. So Leute so ein bisschen mit einbeziehen und vielleicht, wenn es so ein bisschen auf, eben jetzt gerade in dem Albumprozess, wenn es so langsam aufs Ende zugeht, vielleicht mal mit ein paar Leuten zu mir einladen und das zusammen hören. Ich habe das eben, der Dindala, der hat mal eben zum Beispiel vor 4 Jahren oder so, bei seiner ersten EP, hat er so seine Menschen des Vertrauens, hat er so eingeladen, so 4 Leute sind wir gewesen, die dann so vor dem Mix sein Album gelost haben und einfach können ehrlich ausreden, hey, was wir denken, was wir fühlen und so. Und ich habe das eigentlich so etwas Schönes gefunden, so, weil entweder eben bestärkt es dich in dem, was du machst, wo du findest so, nö, was die sagen, ist mir scheißegal, das ist super. Oder du bist so, wow, das ist ein schöner Input. Und das mache ich viel zu selten. Ist das nicht etwas auch Schwieriges? Also ich erlebe das immer als etwas Schwieriges, weil dann jemandem, also man eben ehrlich die Meinung sagen, ist das eine oder so, oder wie man dann etwas kritisiert, dass der andere nicht dann das Gefühl hat, man findet es schlecht oder so. Ich finde, ich habe extrem Mühe mit dem, irgendwie mir Leute ihre Musik, nicht fertige Musik zu zeigen, dann das können irgendwie konstruktiv irgendwie Kritik zu geben, weil die meisten finden dann irgendwie, ich sage da zu kritisch oder so. Ja, also ich finde halt, wenn du Leute fragst,
dann musst du einfach ein dickes Fell haben und dann musst du einfach in Kauf nehmen, dass es dein Ego treffen kann. Das solltest du eigentlich auch wollen machen. Das sollte ja auch passieren, dass es vielleicht dich trifft, du mal drüber schlafst. Aber eben im besten Fall ist es etwas, wo der nachhalt, wo du so bist, ah ja. Oder du schlafst drüber und bist so, nein, ist so ein Scheiß. Ich fühle das nicht so, weil am Schluss ist es ja eine Gefühlssache. Und Ich finde dann halt, wenn ich jemandem sage, zeigt mir sein Stück und ich Mhm. finde, hey, die Bassline würde ich da vielleicht ein bisschen anders machen, Mhm. dann heisst das ja, dass ich eigentlich das Lied gut finde, weil wenn ich jetzt Ja. das Lied komplett scheiße finde, dann habe ich ja keine Meinung zur Bassline und dann würde ich eigentlich eher fast sagen, ja, ich finde es gut und Mega. dann nichts dazu sagen, aber wenn Mega. ich schon anfange an der Bassline rumzudenken, dann muss das Lied da irgendeine Resonanz bei mir haben, damit ich anfange konstruktiv da mir überlegen, was könnte man noch besser machen oder so. Ja, voll, das glaube ich auch. Hey, mega. Und ja, ich glaube, ich habe. Was bist denn du dabei gewesen bei diesen Dentala? Ja, ich bin dabei gewesen, ja. Voll, dort haben wir eigentlich alle mega. Er hat auch gesagt, also es war auch schön, es war wirklich dann der Rahmen gewesen, hey Leute, seid bitte ehrlich, einfach, ich kann es handeln, sagt mir einfach. Und es ist vor allem so ein bisschen um Mix gegangen und so und zu den musikalischen Skills. Der andere ist ein krasser Gitarrist, hat nicht viel müssen sagen. Es ist wirklich mehr so Finesse, Detailsachen gewesen und dann eben geschmackliche Sachen. Und ich glaube, gewisse Sachen dort auch hat er können wie so annehmen und so finden, ah ja, das sind gute Inputs und gewisse Sachen hat er gefunden, hey, ich finde es gut so. Und das ist ja eigentlich, das ist ja mega schön, wenn du dann so eine Reaffirmation hast, so, hey, nein, das, was ich gemacht habe, das ist authentisch und das ist gut, egal was die anderen sagen, dann mach's. Sorry, ich muss schon husten. Das bringt mich gerade zur nächsten Frage, also nicht zu husten, aber Hey. kurzer Unterbruch. Dass es vielleicht schon manchmal auch hilft, halt das Ganze nochmal so ein bisschen überdenken und dann vielleicht nochmal drüber. Ich beobachte halt schon oft, dass Musiker sich schnell zufrieden geben und dann schnell, weil das ja heutzutage extrem einfach ist, etwas zu releasen. Und die guten Sachen meinst wirklich ein bisschen Arbeit brauchen. Ich nehme an, so wie ich dich einschätze, du gehst jetzt auch nicht einfach schnell mal etwas raus, du schon auch lieber nochmal drüber und nochmal drüber. Ich glaube, ich würde jetzt sagen, ja und nein. Also, ich arbeite enorm oft und wie soll ich sagen, sehr ausgiebig an meinen Stück, eben wie ich gesagt habe, auch immer wieder über Monate hinweg. Aber wenn ich dann an einem Punkt bin, wo ich so finde, so, das ist gut, dann gibt es für mich wie so keine Diskussion mehr, dann kann es mega schnell gehen und darum auch, immer könnt ihr mir auch sagen, du gibst jedes Jahr ein Album raus, du hast ja gar keine Qualität und nein. Ich glaube, irgendwie habe ich wie so intrinsisch, weiss ich einfach ziemlich genau, wenn etwas fertig ist, aber eben, ich habe natürlich meine Ansprüche und Kriterien und habe aber auch meine Limitationen. Und darum finde ich das ja auch schön, so von Album zum Album vielleicht auch zu hören, da ist irgendwie ein Progress drin, so, da ist eine Veränderung drin und man merkt, blöd, irgendetwas auscheckt. Weil eben, ein perfektes Endprodukt gibt es ja nicht. Das ist ja dann fertig, wenn ich finde, es ist fertig und auch dann, es ist ja nur fertig in meiner Terminologie, aber es ist eigentlich ewig. Musik ist ewig, immer. Es könnte immer weitergehen. Und heutzutage kann man das ja auch theoretisch, könnte man es immer weiter ändern. Also hast Files auf Spotify, Genau, auf den ja, Streaming-Plattformen könnt ihr schon immer wieder auswechseln. Es gibt Tätige, die das ja machen, oder? Ja, nein, das wäre mir... ich kann das nicht, eben für mich ist das, will ich dann eben schon auch noch schön etwas abschliessen und wie einfach Ruhe lassen. Logisch höre ich auch so ganz alte Sachen von mir von 2014 höre ich auch und denke so, nein, ich denke mir vielleicht nicht mal so viel. Es ist einfach so, wow, ich bin so weit weg von dem, ich könnte das nicht reproduzieren. Ich weiß nicht, was ich dort gemacht habe. Es ist wirklich, ich habe so eine andere Herangehensweise gehabt und das von Album zu Album, ich wüsste wirklich nicht, ich wäre völlig überfordert, irgendwie die zu überarbeiten. Und so eine Best-of von dir, das wäre vielleicht auch noch lustig, oder? Das denke ich immer, das gibt mir so ein bisschen Imposter-Syndrom, so ein Best-of von mir. Aber vielleicht, eigentlich habe ich schon so viel Musik rausgegeben, vielleicht müsste ich wie lange, ich weiß gar nicht, ich habe das Gefühl, Melodiesymphonie gibt es seit ich 15 bin, ich bin 32, wir haben schon 15, 17 Jahre, vielleicht so bei 20 Jahren. Best-of. Ja, vor allem wäre es ja eine rechte Melange von verschiedenen Musikstilen. Mega. Oder? Ja. Das wäre es wirklich. Das wäre, vielleicht, ja. Weiß auch nicht. Ja, und vielleicht, das ist dann so ein bisschen Zukunft, also könnte gut sein, dass vielleicht das Ambient-Album rausgeht, oder? 100%. Also ich habe jetzt irgendwie auch schon so 10, 12 Stück zusammen, wo man vielleicht unter Genre Ambient könnte, aber ich weiß gar nicht, ob ich das dann eben als
als Ganzes rausgibt oder einfach immer wieder so ein bisschen streuen und jetzt vielleicht auf dem neuen Album definitiv 1, 2 Ambient-Tracks drauf. Oder der Anspruch gerade für mein neues Album ist eigentlich so so eine bunt wie mögliche Palette eigentlich so den Leuten zu geben und zu sagen, hey, das ist das ganze Spektrum. Weil ich habe so das Gefühl, so die letzten Alben sind immer so ein bisschen in einem Film drin, so ein bisschen auch so ein bisschen Wohlfühlmusik, es ist gemütlich, es ist sehr wenig, sehr selten anstrengend oder irgendwie so ein bisschen edgy. So. Und ich fände es spannend auf dem neuen Album, ein bisschen wie so mehr Seiten von mir zeigen und vielleicht, genau. Und dann kann es ein Ambient-Stück drauf haben und aber auch ein Punk-Stück. Und es kann aber auch so das, mal schauen, vielleicht, Ja, dann sind wir gespannt. ja, Und jetzt bist du auch noch auf Tour gewesen mit dem Florin, oder? Yes. Oder das sind ja das 15. oder das sind 14. 12. Genau. 12. sind in der Band gewesen. Und wie war das gewesen? So? Ich meine, er ist ja wirklich extrem Rampensau und wirklich, ich würde sagen, einer momentan von den besseren Live-Acts. Ja, mega, also Profi. Und immer anders. Es ist wie, Gut, ich habe nur einmal gesehen. Also, nein, stimmt, ich habe schon zweimal gesehen, aber jetzt mit dir zusammen einmal. Ja. es ist mega, jede Show hat sich anders angefühlt und das können, glaube ich, alle MusikerInnen bestätigen, dass sich das nie gleich anfühlen würde und auch mega stark abhängig von der Performance von Florin und von seinem Mood und wo er gerade ist. Und was ich halt schön finde beim Florin, so, er ist immer für eine Überraschung zu haben. Also du weißt halt wirklich nicht, was passiert oder was kommt. Und wir haben auch probiert, so ein bisschen bei allen Shows zum Teil so ein bisschen verschiedene Reihenfolgen machen von den Tracks. Es ist wie, ja, es ist mit Jammen ja nicht, irgendwie sind ja schon, wir üben die Songs und machen das, aber es hat irgendwie so trotzdem etwas, sehr oft etwas so Jammiges und etwas sehr Befreites. Und das liegt aber auch mega am Florin, wo das so anzieht und das hat mega Spass gemacht, muss sagen. Es war ein sehr cooles Jahr letztes gewesen, so die Festivals. Ich glaube, ich habe noch nie in einem Jahr so viel gespielt, so solo. Jetzt 22 Konzerte haben wir gespielt. Ja, eben so Super. viele. Ja, das ist richtig. Und das ist, wenn ihr jetzt nicht irgendwie weiterführen, das ist jetzt wie abgeschlossen. So. Es ist wie von Anfang an klar gewesen, dass Mhm. das ja wie so ein einmaliges Ding jetzt vorläufig mal ist, wo eben die Fusion von unseren zwei Namen, wir machen das Album, wir machen die Tour zu dem Album, wir verkaufen den Merch und nachher Ende Jahr ist das wie abgeschlossen. Das war eigentlich wie so unser Deal gewesen. Und jetzt, genau, schafft er an seinem nächsten Soloalbum und ich an meinem. Und wir spielen aber trotzdem beieinander in der Band. Das heisst, Ja, eben, du willst mit ihm dann Ich schon auftreten. bin der Drummer, Okay. beim Okay. Florin, genau. Genau, sowieso. Das ist, eben letztes Jahr ist es ja einfach so gelabelt gewesen, auch eben zum Album promoten. Das hat wie Sinn gemacht, aber meine Funktion ist eigentlich nicht anders gewesen wie vorher, wo ich schon bei ihm gespielt habe. Ich drumme einfach. Na, du hast vorher schon mal mit ihm... Mhm. Ah, okay, das haben Wie- wir also mitbekommen. Ja. Also er hat bei mir eben 2023, hat er bei mir angefangen Gitarre zu spielen. Dann haben wir einfach eine Tour gespielt. Und im 24 hat er dann wie zum ersten Mal mit Band gespielt und seit dem 24 spiele ich bei ihm dann Schlagzeug. So, und auch die gleiche Konstellation mit den Ayara, Michelle und Julie. Ja, Ja. dann ist das seitdem so ein bisschen... Seitdem, genau, und jetzt hat sich das eigentlich wie so noch wirklich so gefestigt. Das ist eigentlich wie so, das haben wir jetzt auch letztes Jahr gemerkt, hey, das ist einfach perfekt, so mit mir zusammen, das ist einfach... Ja, und die Crowds, ich bin ja am der Zentralwäscherei schauen gekommen und dann haben die Leute, das Album ist ja dort gerade eine Woche oder so draussen gewesen und die Leute haben alle Lyrics schon gekannt und so, also es hat schon irgendwie so extrem den Nerv von der Zeit getroffen oder trifft. Das habe ich, Trifft's. das habe ich im Fall das habe ich noch nie erlebt. Das ist für mich, glaube ich, das Berührendste gewesen, so Leute, die deine Musik singen. So, eben, gut, meine Musik ist ja so instrumental, Mhm. aber das habe ich recht krass gefunden und aber auch zu sehen, mega viel so in der Crowd, die sind so 16, 17 und ja, die Musik, die in diesem Alter los ist, das ist die prägendste Zeit. Die werden das mit 30, 40 ausgraben und sind so, damn. Also weißt du, so, das ist ein krasser Gedanke, dass das irgendwann so, ja, einfach die Leute wird das ganze Leben lang begleiten. So, der Ja, Soundtrack. stimmt. Ja. Das hat mich, glaube ich, recht geflasht. So, ja. Und ist denn das in anderen Städten auch so gewesen? Ich meine, jetzt da Zürich Zentralwäscherei ist natürlich dann so ein bisschen der Hotspot für die Ja. Szenen, oder? Aber ist denn das an anderen Orten auch so gewesen? Überall. Krass. Also es ja. hat mich wirklich, also Clubshows, das ist unglaublich gewesen. Also gerade auch wirklich die letzten Shows,
zum Teil die Leute einfach durchgesungen. Die haben das Album einfach auswendig können. Nicht nur die erste Reihe, wirklich so hinterher. Und ich glaube, Luzern ist auch mega, ja, Luzern ist auch krass gewesen. Wirklich so, es war fast schon ein Chor gewesen. Ich so, mein Gott. Okay, So schön, ja. Und hat sich auch gut verkauft demnach. Hey, mega. Ich, ich finde, es sind in allen Städten sind Leute gekommen und immer über irgendwie so meistens so 150 umeinander, 200 Leute, was ich mega gut finde, dass wir auch so ein bisschen Underground-Musik machen. Wir haben den ganzen Merch ausverkauft. Das ist, Und Platten eben auch, oder? ja, Ja. genau. Wir haben Shirts und Platten gemacht, das ist alles weg. Und Platten haben wir halt auch nur 300 gemacht, was wir jetzt ein bisschen bereuen, weil wir haben schon nach 3 Clubshows haben wir schon alle verkauft gehabt und dann haben wir noch 7 gehabt. Jetzt sind wir gesagt, scheisse, aber ja, wenn nicht nachpresst, ja, das ist so. Ja, eben, stell dir mal vor, eben, hättest du mehr gepresst und vielleicht dann das auch limitiert im Streaming, im Sinne von vielleicht irgendwie Ja. einen Monat aufgeladen und dann sagen, jetzt ist that's it, jetzt gibt es nur noch Haptisch oder so. Das wäre nice. Weil ich glaube, diesen Weg müssten mal ein bisschen mehr da in der Schweiz auch versuchen. Das gibt es, nehme ich mal, das kennst du auch, das im amerikanischen Hip-Hop oder auch sonst gibt es Leute, die das doch machen, oder? Ja, mega. Und die verdienen eigentlich gut so, oder? Hey, ich glaube, wenn du schaffst, wirklich so eine Community, wie sagen wir dem, zu kreieren, so, wo wirklich deine Musik verfolgen möchte und mit dir mitwachsen möchte, dann glaube ich, dass durchaus du das irgendwann kannst, so fast schon subscription-based, kannst Platten raushauen und Leute haben wie ein Newsletter bei dir und bestellen eigentlich durch das immer Platten bei dir und das vielleicht dann gar nicht mehr musst streamen. Also ich fände das mega, mega ein spannender Gedanke. Ich bin ja in dem Clinch so, dass ich halt so mein Haupteinkommen kommt von Streaming. Das hat sich die letzten Jahre so abzeichnet und ohne das könnte ich halt nicht mehr von meiner Musik leben. Darum, ich habe eine ganz starke Kritik an der Streaming-Kultur und gleichzeitig profitiere ich davon als einer von den wenigen. So in der Schweiz gibt's Was ist denn deine Kritik an der Streaming-Kultur? Also nicht, dass ich jetzt das nicht auch kritisieren, aber jetzt vielleicht noch für dich hören. Ich finde schon, dass es unser Hörverhalten massiv geschädigt hat. So, ich glaube, gerade so das bewusste Musiklosen, das Wertschätzen von Musik, es ist einfach ein Überkonsum an, ich meine, jeden Tag kommen 90'000 Songs raus, du kannst das nicht verarbeiten und dass du halt von Adrenalinschub zu Kick gehst, oder? Du hörst das Album, geil, hörst es durch, bist so, wow, krass, dann kommt das nächste, wow, krass. Es ist wie so, und dann hast du den Algorithmus, der das auch noch füttert, wo dich aber dann auch vielleicht in eine Einbahn und Sackgasse führen kann, wo du dich dann plötzlich um dich selber drehst und nicht mehr wirklich Musik entdeckst. Das und dann kommt natürlich die ganze Verteilung von den Geldern, dass wir Kunstschaffende und sehr viele Indie-Bands nicht davon leben können. Bei mir eben, ich bin halt eine Einzelperson, Punkt 1, und ich habe doch eine gewisse Streaming-Anzahl aufgrund von auch, würde ich sagen, glücklichen Zufällen, aber die wenigsten können das und es ist ein ungerechtes System. So. Es ist auch ein bisschen komisch, dass das nicht artist-based ist, sondern Kein Sinn. Ja. bei Deezer machen sie das ja jetzt, oder? Ja. Dass das dann wirklich, wenn ich jetzt den ganzen Monat nur Melodiesymphonie höre, dann kommst du kommst du meine $12 rüber. Es macht keinen Sinn, dass das nicht so ist. Ja. Also ausser halt einfach die grossen Labels das abwichten wollen, weil dann sie halt mehr überkommen, oder? Also bei Spotify ist es so, die sind ja alle eingekauft, die haben Aktien dort, es ist wie so, eben, es ist einfach eine Mafia. Es ist einfach also ja, das Spotify gehört ja diesen Labels, oder? genau, Also, ja. voll. Ja, darum, also das ist wie so, eben, das sind ja eigentlich schon genug Gründe. Und eben darum bin ich wie so in dem Zwiespalt halt von, ich profitiere davon und gleichzeitig, habe ich natürlich meine berechtigte Kritik. Und ich muss mir halt dann überlegen, oder? Eben, wenn ich jetzt so radikal fahren würde, dann müsste ich halt wieder arbeiten gehen. Das heisst, ich könnte, weil das würde wirklich ein grosser Teil von meinem Einkommen wegfallen. Die Frage ist aber, wenn du würdest plötzlich finden, eben, ich gebe jetzt nichts mehr auf Streaming-Plattformen aus und ich verkaufe jetzt nur noch Vinyl, ob du nicht vielleicht wirklich genug Leute hättest, die das würden dann kaufen? Ich glaube es aber nicht. Also ich glaube es einfach, dass ich zum jetzigen Zeitpunkt eben auch aufgrund von Social Media und Algorithmen erreiche die Leute nicht. Und das sieht man ja zum Beispiel bei Black Sea Dahu gut, wo
die haben einen Account von 104'000 Followers und wenn sie etwas postet, dann erreicht es ein paar hundert und ich sehe sie eigentlich wöchentlich Posts machen so, hey Leute, wir können euch nicht mehr erreichen, könnt unseren Channel abonnieren, könnt unsere E-Mail-Liste, du kannst es ohne gar nicht machen. Ich finde einfach so ein bisschen, wenn wir Artists jetzt alle wieder einen E-Mail-Newsletter machen, ganz ehrlich, wie viel würde ich abonnieren? Nicht mal 3, weil ich würde es, glaube nicht lesen, weil es mich schon überfordern würde. Und wenn wirklich Artists verfolgen willst, dann kannst du vielleicht 5 maximal, vielleicht. Es, Es braucht vielleicht noch neue Modelle, oder? Also Vielleicht. so, wie so Patreon oder so etwas braucht es halt noch ein bisschen vielleicht interessantere neue Modelle, die wirklich Genau. Artist-centric sind, oder? Aber dann bist du eben auch wieder voll. Also ich glaube, es gibt ja so die Wege, aber eben dann geht es ja vor allem wieder darum, Leute unterhalten und Content zu kreieren. Und ich bin kein Unterhaltungsklon, ich bin Musiker. So. Ich möchte, Musik ist viel, das ist meine Sache, meine Sprache. Und Da wenn wären ich, ja. Dann kann ich sagen, vorher noch schnell wegen Black Sida Who. Ja. Über ein Beispiel, das zeigt, dass es funktioniert, wäre dann wieder der Florin. Oder wenn der etwas postet, erreicht er etwa 50% von seinen Followers. Oder? Bei mir ist wirklich krass, wie... Aber natürlich, das hat ja mit seinem Content zu tun. Ich würde jetzt nicht Black Sida Who zu nahe treten, aber der von Florin ist natürlich interessanter, authentischer. Sie machen dann einfach das, was man muss machen, und das ist halt ein bisschen langweilig. Und er wendet natürlich extrem viel Zeit dafür. Er lebt quasi Ja, mega. Ja und nein, das finde ich wirklich krass. Er spielt ja, macht nichts Kalkulierendes, er spielt überhaupt nicht nach den Regeln. Wenn er Bock hat, postet er etwas, macht ein paar Stories und dann ist er einfach wieder weg. Der ist jetzt auch wieder seit Wochen weg vom Fenster. Und vielleicht ist das eben genau, und dann, wenn du wieder etwas postest, dann ist es so gerade so, Florian hat wieder mal etwas gepostet, irgendwie. Und eben, es ist schon, ja klar, es ist eben sein Charisma, sein Charakter, Leute finden das spannend, er hat auch etwas zu sagen, er ist lustig, so. Ohne eine Witzfigur zu sein. Weißt du, so, er ist trotzdem so mega der Message. Aber du hast schon recht, ich meine, das kann nicht jeder und will dann nicht jeder sein, oder? Eben, du willst vielleicht mehr Musiker sein und willst nicht noch so eine Person sein, wo... Ja, also, genau, also es gibt schon Anteile in mir rein, ich habe ja auch schon Videos gemacht oder share ich oder persönliche Sachen teilen oder so, das mache ich definitiv, auch sehr selektiv, aber ich sehe mich jetzt nicht als Unterhalter, so das wäre wie nicht, das wäre irgendwie fake, so, wenn ich jetzt so müsste. Stimmt, also wenn du dann teilst oder so, wenn es sehr persönlich ist, finde ich, aber dann auch gut, dann kommt man dich als Person auch ein bisschen besser mit über oder so, das sind manchmal sehr persönliche Sachen, die du teilst. Ja. Aber eben, dann hat man auch ein bisschen mehr, hat man auch das Gefühl, man kennt dich ein bisschen besser, das ist nicht einfach irgendwie ein gesichtsloser Musiker oder so. Voll. Aber was natürlich das Problem ist, halt schon bei auch so Sachen ist, dass man sich dann zu viel, für gewisse Leute halt zu viel Gedanken dann macht und bei allem sich überlegt, soll ich das jetzt posten oder nicht, oder ist das jetzt Instagrammable oder nicht. Ja. Und das kann natürlich dann extrem das Problem werden fürs Ego und für die Psyche. Für die Psyche vor allem, glaube ich. Also es struggelt ja, also wenn man sich austauscht mit MitmusikerInnen, die strugglen ja alle. Also alle haben so ihre Vorbehalte, ihre Traumata fast schon mit Social Media und irgendwie ich habe das Gefühl, ich versuche auch so einen Mittelweg zu finden oder irgendwie drin, dass ich es irgendwie nutze, aber irgendwie auch mich nicht davon möchte abhängig machen. Hey, eben ja, es ist interessant, dass ich finde, irgendwie, wenn man das alles so hört, dann müsste man eigentlich sagen, hört doch einfach auf, oder? Weil einfach dann nur etwas machen, wie man es muss machen. Ja, das würde ich nicht machen. Also, ja, aber eben alle machen dann so ein bisschen halbherzig dann noch mit, aber dann wird man doch am gescheitsten einfach ganz aufhören irgendwie. Vielleicht, ja. Aber eben dann ist wie so... Ja, dann haben wir das Gefühl, nachher ist der Stecker draussen. Das ist vielleicht dann schon ein bisschen so, ja. Man muss auch immer aufpassen, dort nicht alles so diabolisieren. So, ich meine, stell dir vor, du bist irgendeine Kellerband, Garageband in den 60er, 70er. Nur schon zum Musik aufnehmen, hast du massiv finanzielle Privilegien gebraucht. Und wenn du das dann mal hast können und vielleicht ein Tape hast können aufnehmen, dann hast du das scheiß Teil müssen irgendwelche Labels vielleicht noch über den See schicken. Das heisst, 3 Wochen ist einfach mal das geschickt worden, du hast nichts gehört. Vielleicht ist es nicht angekommen. Vielleicht, weißt du, wie ich meine? Dann hast du irgendwie vielleicht 2 Monate gewartet und dann kommt vielleicht eine Absage oder vielleicht sagen sie ja. Und
du hast einfach, ich glaube, du hast ganz einen anderen Struggle gehabt, so. Und ich finde, wie so, Social Media, es nervt und es ist, ich sehe die Überflutung, aber es ist wie so, ich habe das Gefühl, jede Zeit hat ihre eigenen Herausforderungen und ihre Hürden als musikschaffende Person und ich finde, es ist jetzt nicht die schlimmste Zeit, weißt du, was ich Ja, meine? ich habe jetzt gerade wieder einmal die Geschichte von den Beatles gelesen, ist so eine neue Biografie rausgekommen, John und Paul. Ja. Und dort wird nochmal das beschrieben, wo sie das erste Mal zu Decca Records gegangen sind auf London und wo die das abgelehnt haben und die sind dann völlig geknickt gewesen und die haben eigentlich wollen aufhören. Also der John Lennon hat dort sich dann überlegt, einen Job zu suchen und so weiter. Und dann nur ihr Manager, der Brian Epstein, hat sie dann nochmal wirklich dazu überzeugt, komm, jetzt versuchen wir es nochmal und positionieren uns nochmal ein bisschen anders. Ja. Also dort eigentlich die ganze Karriere von den Beatles ist eigentlich dort fertig gewesen, oder? Ja, mega. Also, Ja, von dem her ist wirklich recht, dass natürlich früher ist es extrem schwierig gewesen, seine Musik zu releasen und heute kann jeder, der will, oder? Du kannst einfach Knopfdruck und so, genau. Und du musst, klar, eben, es ist kompetitiv dafür, du hast so viele Artists wahrscheinlich wie noch nie oder Leute, die sich so halt als Artists bezeichnen. Ja, dann musst du halt vielleicht, ich weiß auch nicht, eben, dann musst du halt dieses Rezept finden, kreativ sein und, oder eben du findest halt, hey, look, fuck it, ich lösche einfach alles und dann, weiß auch nicht. Es müssen ja auch nicht alle mit ihrer Kunst Geld verdienen müssen. Also, es ist ja auch so, das ist ja so ein Anspruch, den man heutzutage so hat und vielleicht muss das ja auch nicht sein und, also ich kenne genug Leute, die so, weißt du, die so gewesen sind, hey, ich setze alles auf die Karte, gemerkt haben, fuck, ich werde depressiv, das klappt irgendwie nicht, wieder arbeiten sind und so sind, hey, look, ich mache nebenbei ein bisschen Musik für mich, vielleicht gebe ich es raus, I'm happy. So, ich muss nicht den Struggle haben, das gebe ich mir nicht. Eben, es ist ja schon auch noch ein Business, oder? Es ist ein Business, und ja. ein Job, oder? Und ein Also, Job, ich meine, ja. Darum sage ich auch immer, manchmal so, ich gehe ins Büro, 9 to 5, das ist mein Büro, ich gehe dort arbeiten und genau, das ist, ja, eben, es wäre ganz nochmal eine neue Diskussion, eben der Wert von Kunst und Geld und all das ist ja absurd, wie das mittlerweile ineinander verstrickt ist und wir halt eben in Abhängigkeiten und Systemen drin sind, wo wir eigentlich alle nonstop Kompromiss machen müssen und ja gar nicht kompromisslos Kunst machen können, weil wir sind immer gebunden an Geld. Es ist einfach, dass auf der anderen Seite halt ein bisschen die Leute nicht wirklich einen Wert der Musik entgegenbringen, oder? Also das ist, wo du vorher die Kritik der Streaming-Plattformen geäussert hast, dass halt viele Leute finden, die Musik ist gratis und der Daniel Ek das sogar selber schon gesagt hat, irgendwie. Genau. Das ist natürlich schon ein bisschen problematisch. Das glaube ich, ist auch eines der wahrscheinlich grössten Probleme, so dass glaube ein Grossteil der Leute wie nicht mehr checkt und ja auch, das kann man ab und zu einen Kommentar lesen, wenn so AI-Projekte entblößt werden und so, hey, das ist AI-Musik, dann findest du einmal einen Kommentar, I don't care, as long as it sounds good. Und das widerspricht eigentlich mir auch gut so die konsumorientierte und sehr bewusstlose Art und Weise, Musik sich einzuverleiben oder wie auch immer. Vielleicht ist kommen wir irgendwann in ein Zeitalter, wo wie so, wenn du in den Supermarkt gehst, hast du so Bio-Label und dann so die gespritzten Sachen und dann hast du halt im Musikstore hast halt die AI-generierten Sachen und dann die von Menschen gemacht und dann... Ist auch nochmal eine riesige Diskussion, oder? Ja. Weil halt, ich meine, das ist jetzt auch nicht etwas ganz Neues, weil mit dem Sampling hat das ja auch schon angefangen in einem gewissen Sinn, oder? Dass man Musik anfängt zu recyceln oder Coverbands, also ich meine, das ist ja auch immer schon irgendwo durch stattgefunden, jetzt wird es halt einfach noch ein bisschen krasser, aber... Dann wären wir auch schon bei der Frage, braucht es denn überhaupt immer wieder neue Musik, oder? Das ist auch so ein bisschen... Ja, eben, das ist, also bei allem braucht es neue Mode, eigentlich nicht. Es ist ja alles wird immer produziert und wir bieten unsere Erde aus für einen neuen Style, weil das jetzt die Alten nicht mehr in sind und bei der Musik ist ja auch ein bisschen das. Ich frage mich das ja auch und ich habe das Gefühl, vielleicht hast du das ja auch, je älter ich werde, man greift doch immer wieder auf so die gleichen Alben zurück und ist eigentlich ganz happy mit diesen Sachen. Und klar, ich bin immer wieder mal beflügelt, wenn ich etwas Neues entdecke. Aber eben 90'000 fucking Songs pro Tag, die reinschwemmen. Darum habe ich meine Subscription auch müssen löschen. Es ist zu viel, ich kann es gar nicht einordnen. Es ist wirklich so, jetzt habe ich meine Plattensammlung daheim, ich kenne jede Platte, ich weiss, wann ich sie gekauft habe, ich zupfe sie raus. Ich habe eine gewisse Beziehung auch zu der Musik, zu den Bands. Darum
voll, vielleicht ist das der Way Back. Also das sieht man auch bei jungen Leuten, das höre ich jetzt, wo auch ihre Subscriptions löschen und zum Beispiel irgendeinen alten iPod kaufen und dann einfach wieder so Alben hören auf dem iPod. Irgendwie finde ich voll cool. So. Ich mache das halt einfach so ein bisschen als Ritual, manchmal am Abend noch vor dem Einschlafen noch so 20 Minuten ein bisschen neue Musik abchecken oder so. Das ist mir fast so ein bisschen ein Ritual und schön. Wie das jetzt heute so möglich ist, aber wie du sagst, es ist eigentlich schon ein bisschen irr, oder, dass dann so viel Musik rauskommt und es gibt viel gute Musik, aber es gibt wenig wirklich outstanding Musik, wie es jetzt in den 70er, 80er oder vor allem in den 90er Jahren gegeben hat. Das gibt es natürlich schon immer weniger und das ist eigentlich die Frage, ob es das überhaupt braucht, oder? Weil es gibt schon so viel gute Musik. Ja. Es ist halt, also allgemein, ich meine, ich finde ja eigentlich schon Musik recorden, ist ja eigentlich schon etwas absurd an und für sich, weil es ist wie so, Musik ist ja eigentlich, ursprünglich würde ich sagen, eben, es ist so kommunal verwendet worden, es sind Songs gewesen, wo man in der Gemeinschaft, wo man gelebt hat, wo man gesungen hat, vielleicht weiterentwickelt hat irgendwie und wieso durch das am Leben gehalten worden sind und vielleicht sich auch immer wieder geändert hat und heute so das Festmachen, man recordet etwas und gibt es raus, es ist etwas auch wahnsinnig Abstraktes irgendwie und mega modern, ne? Man darf es wie nicht vergessen, es ist wie in der Menschheitsgeschichte ist das so ein kleiner Teil, wo wir drin sind, wo jetzt die Art und Weise von Musik produzieren und konsumieren. Es kann in 100 Jahren ganz anders aussehen. Vielleicht ist dann alles verschwunden. Who knows? Ich glaube, es findet ja jetzt schon ein bisschen statt, dass es ja auch nicht mehr so die Welthits gibt, oder? Irgendwie bis so in die Nullerjahre oder sogar noch ein bisschen später hat es ja ganz viele Hits gegeben, die einfach die ganze Welt kennt hat. Das gibt es jetzt immer weniger, oder? Es gibt nur noch, also immer weniger von diesen riesen Hits, die die ganze Welt kennt, oder? Ich bekomme das alles gar nicht mit über. Ich bin glaube ich, eher zu nischig, so, ich höre ja auch nie so kommerzielle Radiosachen oder ich glaube so früher hat man sich auch an so Musiksender orientiert, MTV Viva, aber die sind ja eigentlich sind die auch alle ja mega so eurozentristisch gewesen, wir wissen ja gar nicht, was ist in dieser Zeit in Indien gelaufen, was ist in China für, weißt Gut, du, das kommt dazu, ja. Kommt dazu, eben, es ist ja auch, ich glaube so global gesehen, haben wir eben, hast ja gar keinen Überblick haben, es ist so, eben, es ist eine Überfülle an Musik, die rum ist und ich glaube eben abschliessend zu dieser Thematik würde ich einfach sagen, ich bin mega dankbar, dass es Musik gibt und irgendwie auch, ich finde es erfrischend, immer wieder neue Musik zu entdecken, aber ich möchte wie auch wirklich so Beziehungen kultivieren zu Alben, zu Musik, zu Stück. Das heisst, immer wieder hören zu verschiedenen Stimmungen und irgendwie immer wieder neu eintauchen, neue Sachen entdecken. Also wirklich bewusst Musik hören ist etwas, was ich mir mega zu Herzen genommen habe und eigentlich auch so aufgewachsen bin. Und das würde ich auch allen aussen so ans Herz legen. So, hock doch mal wieder an und los einfach mal zu. Weil das ist Oder dass das wieder passiert, oder mit dir mit 15 passiert ist, wo du im Bett gelegen bist und dann auf die Trips bist. Oder ich meine, gut, das ist natürlich sehr schwierig, dass man das als Erwachsener wieder schafft, oder? Aber voll. Das ist natürlich schon etwas, wo man immer wieder so ein bisschen sucht, oder wegen dem lässt man vielleicht einmal noch ein bisschen Musik, oder? Ja, voll. Voll, das stimmt. Ich hatte das im Fall letztens gehabt, es ist ein Album von Carlos Niño, das ist so ein Perkussionist, auch irgendwie Produzent, Perkussionist, der ganz viele Sachen macht. Und der hat das Album mit einem zusammen gemacht. Mir ist jetzt gerade der Name entfallen, mein Gott. Hey, im Fall, ich habe das Album gelassen, bin auf dem Teppich gelegen. Mich hat es im Fall wirklich die Augen so gemacht, mich hat es davon geblasen. Es ist auch natürlich so in dem Ambient-Spektrum, aber es ist so irrsinnig und eben das Gefühl ist schon einfach wow, das ist so krass. Mir hat doch einfach immer noch, oder was noch dazu kommt, dass wenn so ganze Welten dazu noch aufgehen, oder nicht nur Musik, sondern, also wenn ich zum Beispiel mit Hip-Hop konfrontiert wurde, bin so 1986, wenn ich Eric B. und Rakim das erste Mal gehört habe, dann sind natürlich noch so Bilder von der Bronx und von Graffiti versprühten Subways und das ganze Zeug ist dann auf mich niederprasselt und da sind ganze Welten in mir aufgegangen. Also das ist dann so ganz ein extremes Gefühl, oder? Wenn Musik dann noch das gerade noch mittransportieren, oder? Ja, mega. Hey, voll, ja, das ist einmalig. Darum ist auch Musik so ein spezielles
Medium ist echt ein dummer Name, aber es ist, ja, es ist wie so, es ist auch wieder etwas Magisches und etwas Geheimnisvolles. Wie das mit Inspiration. Musik ist irgendwie eben das, was es macht und warum es das macht, was es macht und warum es dich inspiriert und mich vielleicht sogar abstoßt. Das ist so absurd. Da gibt's, also, es gibt, glaube ich, keine ausgefeilte Theorie darüber. Das ist so, warum du Gänsehaut bekommst. Boah. Es ist ein Mysterium. So, und das ist irgendwie mega schön. Das hat Musik so. Und ich hoffe, ich weiß, dass das immer wird sein, so um die Musik so. Ist voll. Hey, dann ist das ein schönes abschließendes Wort, würde ich sagen. Wir könnten natürlich da easy noch weiter diskutieren und philosophieren, aber ich glaube, dass man das so, die Musik als Magie am Schluss von dem Podcast bezeichnet, ist, glaube ich, schön. Eben, wie du gesagt hast, es kommt das Album von dir raus, vielleicht noch dieses Jahr, oder was? Hey, machen wir jetzt keinen Zeitdruck mehr. Ja. Ich habe es jetzt schon 3-mal verschoben. Sagen wir mal so, ich bin dran. Vielleicht schließe ich es im Sommer ab. Und dann kommt es aber wahrscheinlich erst im 27. Ja, okay. Und neben dem bin ich aber im Fall schon auch noch an anderen Sachen dran, also es kommt neue Musik von mir. Definitiv, so die nächsten Monate. Super. Und live sieht man dich auch noch in dieses Jahr? Irgendwie nicht. Nein, hast du jetzt noch nicht geplant? Also, wir haben ein Konzert mit dem Florin. Pfadi Open Air. Pfadi Open Air, Pfadi okay. Open Air, ja. Der Florin hat gefunden, Bring Folk Back zu Pfadi Open Air. Okay. Auch das Folk-Set, mal schauen. Das ist irgendwann im Juni, glaube ich, oder im August sogar. Das ist aber nur für die Pfader, oder? Ich glaube, ich weiß aber nicht, vielleicht. Okay. Ja. Ich glaube, die ganze Pfadi-Landschaft kommt zusammen. Ich glaube, das ist ein riesen Ding. Das ist lustig. Das ist fast das Einzige. Sonst, ja, ich habe keine ich habe halt schon länger keine Musik mehr rausgegeben. Und dann bin ich auch so, ja, ich weiß gar nicht, was spielen. Ich habe schon lange mit meiner Band gespielt. Darum, ich bin jetzt so ein bisschen alles so ein bisschen am Low halten und es kommt dann alles, wenn meine neue Musik kommt. Ja, und vor allem kann man auch deine alte Musik noch hören. Genau. Es ist alles um, es ist so viel Genau, Zeugs. Das stimmt. Hey, danke fürs Gespräch, Kevin. Danke Und dir, Adrian. Bis gleich. Bis Ciao, ciao. gleich. Hab Sorge. Amix wäre es fast besser, der Podcast würde 2 oder 3 Stunden gehen. So spannend sind die Gespräche mit diesen Künstlern und Künstlerinnen, wie zum Beispiel jetzt der mit der Melodie-Symphonie, mit dem Kevin. Ich hoffe, dir hat der Podcast auch so gut gefallen wie mir. Und wenn weitere Podcasts von mir nicht verpassen willst, dann empfiehlt es sich schwer, den Channel zu abonnieren auf den Plattformen, wo du auch immer Podcasts hörst. Folge mir auf Instagram, helvetica_podcast. Also wirst du immer wieder mal erinnert, wenn ein neuer Podcast draussen ist. Und hey, schreib mir ein Mail, was du gerne mal für Gäste in diesem Podcast würdest hören oder irgendwelches Feedback und natürlich Kritik höre ich immer gern. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Hallo. Ich bin noch ein bisschen... Du, warte mal, sag. Da. Hallo, da ist der Kevin. Gut, ich höre dich. Okay, ich muss noch ein bisschen führen. So, wie ist es so? Hallo. Ja, das ist, glaube ich, gut. Super. Und ich könnte eigentlich noch ein bisschen lauter. Hallo, Adrian. Hallo. Hallo. Ja, gut. Ich glaube, das verhebt so.